Kannst du einen Foto für den Mann? Von ihr ist zwei? Nee. Ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Abend mit dem Fragesatz, was ist die Bahai-Religion? Und ich freue mich, dass eben auch welche hier unter uns sind, die eben keine Bahais sind. Und die anderen, denke ich, sogar die meisten. Und die anderen, denke ich, haben auch aus der Bahai-Gemeinde die Gelegenheit, nachher in der Diskussion sich mit zu beteiligen. Religion ist ja ein Wort, das heutzutage, ja, sag ich mal, ambivalent benutzt wird. Für die einen ist es ein Raum, ein Zuhause, in dem man lebt, etwas vielleicht, woran man sich festhält, was man vielleicht verteidigt. Für andere ist es etwas Kritikwürdiges. Ich will nur einen Punkt nennen. Man plant zum Beispiel, habe ich mir sagen lassen, bei der Europäischen Kommission in Brüssel, den Religionsunterricht in den Europaschulen um 50% zu reduzieren. Wenn das stimmt, an dieser Entwicklung sehen wir, dass Religion im Großen und Ganzen eben, milde gesagt, nicht nur ein positives Image hat, aber sie ist präsent im Leben der Menschen. Es wird viel über Religion geredet, aber oft redet man nicht miteinander. Das ist vielleicht eines der größten Probleme heutzutage. Und das Tolle ist, dass gerade Luxemburg, was ja als Wohnzimmer Europas gilt, eben ein multireligiöses Land ist, was manchen so gar nicht deutlich ist. Natürlich dominiert historisch gesehen die katholische Kirche, aber wenn Sie unter www.religion.de nachschauen, sehen Sie hier etwa 30 verschiedene Religionsgemeinschaften mindestens. Und dann gibt es halt eben nicht nur die klassischen monotheistischen, mit denen ja die europäische Geschichte stark zu tun hat, also das Judentum und der Islam, sondern eben auch eine jüngere, die Bahai-Religion, die ich persönlich auch nicht kannte, bevor ich luxemburgischen Boden betrat. Und im Kontext des interreligiösen Dialogs habe ich dann Bekanntschaften und Freundschaften geschlossen. Mir scheint zumindest, dass im heutigen Diskurs wirklich jede Religion sich äußern kann, sich ausdrücken kann, dass einfach auch im interreligiösen Dialog, aber auch gegenüber der Gesellschaft vom Reichtum der verschiedenen Religionen man profitieren kann. Dass man wirklich weiß, was sind das für Elemente, die die andere Religion beinhaltet. Und darum freue ich mich sehr, dass wir heute die Bahai-Religion kennenlernen durch Fernand Schaber, ein Mann, der hier berufen, also ein waschechter Luxemburger, der im Finanzsektor hier in Luxemburg aktiv ist und ich meine seit Ende der 90er Jahre auch Mitglied der Bahai-Gemeinde ist und da sehr aktiv ist. Jetzt habe ich noch nichts zu mir gesagt, nur ganz kurz, ich heiße Ingo Hanke, ich arbeite hier in der Wurzelbildung, unter anderem halt auch im interreligiösen Dialog, bin selbst evangelischer Theologe. Ja, an Sie nun das Wort, uns allen einen reichen Abend. Yes. Schönen guten Abend, alle gut. Direkt die erste Frage, die ist zuletzt immer ganz klassisch, auf einer Spruch soll man den Abend verbringen. Ich habe gesagt, von Ingo, mit Dutzend mittlerweile auch, ich kann das Lützburg haben. Erst hat noch für Schiedfrieden okay, oder soll ich auf Deutsch machen, vielleicht kurz die Hand hier, wenn aus Lützburg für Schiedfrieden so weit an der Reihe. Ich gucke nur an etwas Neugesiedter, ich sehe Gesiedter dabei, die kennen ich, ich habe die Hoffnung, noch die Frieden noch und Heim zu sehen, die Hoffnung aber auch, dass ich auch von ihr noch und vieles mitkriegen, also soll noch kein Monolog sehen oder bleiben und gerne auch dort Tischen immer aktiv mit den Fangern mitschaffen. Gut, ich bin zum Ingo für gesagt, wo ich das Pult gesehen habe,
weil könnt man mal vier schon mal so vierträg halen schön mit dem Pool so mit Schwierigkeiten, weil wenn ich mich nur durch Hand verstoppen, dann ist schon tauschen wäscht, also kein Problem für ich, mir das schon eine große Barriere, der Pool, der Redner Pult. Dabei ganz oft hängt Leute sich erinnern, und dann sind sie so verkrampft, dann lassen sie so ein durch, an einem Mikro, also so stark. Und das würde ich gut noch machen. Ist doch gut Teil für irgendeinen zu überzeugen, mit der Aufgabe ist hier, und die ist schwer genug, erst zu informieren. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich schon einen kleinen Teil auch registriert. Der Pult da, wo du gerade gesagt hast, dass ein Barriere zwischen dem Publikum und der Menge wenig geht, ist wieder an sich ein ganz großes Parallel beim Vortrag. Weil du kommst direkt schon an den Mittelpunkt von der Synthese, dass an der Bahai-Religion, wie auch in anderen Religionen, an sich zwischen Gott und Eis, dem Gläubigen, an sich kein so ein Pult soll stehen. Und das haben wir noch nicht kennenlernen, dass an sich steht ja als Gott kann direkt uneis treten und muss nicht unbedingt nach über einer Instanz, Leid oder so burschen wollen. Das sind wir noch gleich. Ihr werdet auch gesehen, ich erlaube mir auch, so man das die muss man das von der Schrift nur so oder mich entschuldigen, ich habe hier so Sachen nochmal für mich, für den neuen Vierberät aufgeschrieben, daheim für mich gut viel zu bereden, weil etwas mache ich nicht, also ich probiere es nicht, dass ich meine persönliche Interpretation an gewisse Schriften anlehne. Ich werde mir noch erlauben, dann gewisse Sachen am Original so weit wie möglich zu zitieren, wie nicht unter Substanz zu verlieren. Gut, dann lasse ich auch, aber mit der modernen Technik, das geht aber ganz flott her, so ein Apparat, und dann drängt ihn da drauf und dann geht es weiter. Der nächste Bild daran angefangen, dass wir Noven aus, ich meine, das war irgendwo seine Einleitung, den Titel seht ihr schon, heute Salzburg in 30 Regionen auf der Welt gibt es wesentlich nicht wie viel. Aber das bisschen, wie es der Naturbild, es gibt ganz viel Wehr für den Gipfel. Nicht alle die Wehr sind falsch oder besser oder wie schnell, aber sie sind ernst. Mit dem Gipfel als und das tut mir das Bild an sich für den Noven anzufangen ganz gut gefallen. Wie gesagt, ich hoffe noch, dass ich auf dem Weg, wo man dann nur wahrscheinlich auf einem Gipfel vielleicht durchkommen sind, dass ich den Ofen nicht an der Weg verliere. Dass vielleicht den einen oder anderen Weg ausschlägt, mit Hauptsache wir treffen, als er nur irgendwie ihre Menke durch. Dann ein zweites Bild, eine andere Bedeutung, der kennt den größten Ozean und dann noch Netz fotografiert, eine gewisse Mystik. Die Sachen, die du kennst, die gefällt man sich ganz gut, aber die passt auch exzellent zum Abend. Und er trifft besonders mich zu, also mein Wissen ist ein Tropfen und mein Unwissen ein Ozean. Übrigens ist das Zitat auch da von mir, das können effektiv als Bereichschriften viel zu sagen, dass er auf sich soll gehen, mir alle gehen, selber auf sich gehen soll, für eben aus dem Unwissen vielleicht ein bisschen mehr auch Wissen zu machen. Schön, just ein Kleinbild für den Novent und ich, wenn wir vielleicht das alles gemeinsam machen. Wenn wir nächsten, ich gebe so 60 Minuten, wie lange soll das nicht dauern, wenn wir alle gut, ich inklusiv, vielleicht als latent 4 Urteile mal auf die Seite legen. Einfach als Abmachen für neue Perspektiven und neue Gedanken. Aber das gilt eigentlich genauso für mich, wenn ich nur vielleicht mal den Stern schwätzen, sodass wir aber alle nur vielleicht können als only 4 Urteile können irgendwo begegnen. Und dort haben wir auch noch ein kleines so ein Experiment. Wie was heißt das? 4 Urteile mal auf die Seite legen, die wir alle haben, wenn wir schon noch ein paar Leute angesehen, ein paar Leute Hand gehen, und dann gesagt in ihnen, aber tut ihr direkt ein Bild von ihnen. Und insofern probieren wir ganz neutral rumzugehen, aber das ist nicht einfach. Wir gucken uns mal halt durch. Will der Atheist
wirklich die Wahrheit kennen, wenn die Wahrheit darin besteht, dass es einen Gott gibt. Also, als die überhaupt gewollt zu erkennen, dass es Gott kein ging, wobei du fließt mit einer anderen Erstellung durchgeht. Da so ganz viel auch von dem auch verlangt. Nein, jetzt geht uns, sind wir bereit, vielleicht auch gewisse Vorurteile aufzugehen. Das nicht aber, sind wir da auch wissen, eigentlich gilt aber auch für den Gläubigen. Gibt die Gläubigen, und ich meine, wir gehen da zur Majorität dazu, gibt die Gläubigen können unerkennen, dass es kein Gott gibt. Ich habe nicht nur gesagt, dass das noch viel verlangt. Mit das einfach für zu gucken, sind wir selber ohne Vorurteile, sind wir wirklich bereit für gewisse Wege zu gehen. Und ich muss beim Fragezeichen Sinn. So, wir machen nicht so streng, wir machen es anders. Ich meine nicht nur ein Bild, die das Bild kennen, die machen Avamat. Die das Bild nicht kennen, die sollen sich das Bild spontan, frei, gucken und ich mache dann weg. Und da freuen sich etwas. Dort ist pro Sekunde. Guck das Bild an, spontan, und ich mache dann weg. Ich denke, die alle gut irgendetwas erkannt. So können wir machen. Also, wenn er etwas erkannt hat, können wir das schon so machen. Wurde alle etwas erkannt? Ja. Voilà, das ist schon gut. Das ist schon tipptopp. Gut. Dann probieren wir mal. Ich muss nicht wissen, das, was er noch erkannt hat, die alle geschrieben haben. So gemacht. Wir wollen nicht das Namen spielen. Also probiere da etwas anderes zu erkennen, ob die Stadt gelingt. Danke. So, lo hätte ich gern. Ich hätte Güllich gern, also ich mag Güllich. Lo, die für den Hund so gemacht haben, lo freue ich, hat er ein anderes Bild erkannt. Ja, nicht so. Das ist aber dann ganz, das kann keine Angst zu, das ist ganz normal. Das ist mir auch so gegangen, das ist also durch das so gegangen. Nicht an die Evidence, die Kamera geht es meistens nicht so. Auch interessant, kann das nur mehr einfach gestrickt. Ja. So, also für drüber all, die ganze Salze, hallo, ich gebe so ein Drittel von Salze. Da gehen wir den ganzen Ecker und Summen durch. Ich quäle nicht mehr. Also, an dem Bild, also klassisches Bild mit zwei Figuren. Mit dem Mensch erkennt direkt eine Figur. Und das ist egal, wen der erkennt. Das ist ein Hex und das ist ein Madamchen. Voilà. Mit das ist ganz schwer, auf einen Blick zwei Figuren zu erkennen. Sogar wenn ich nicht so, ist eine Nacht, die nicht gesehen. Ich so nicht und die sind da nicht. Voilà, da, genau, die Rätsel, was der Fanger wird gewesen, guck doch da, was die nur ist. Genau das ist es. Heiers ist so mal ein Quick Hex. Ja. Sind ein bisschen ein Kronus, die Arme, der Mund. Und die Jung, Madamchen, guckt nach Hannen, heißen Dörren. So. Wo der alle nur die zwei Figuren gesehen. Oder was da hin do, den dann nicht die zwei Figuren gesehen wird. So, dann haben wir da. Mir sieht, wie schwer das ist. Das ist nicht einfach. Und da ist es bei den Vorurteilen zu kämpfen. Wenn ich so, wir machen das nur, wir geht nicht immer so schnell. Das ist also nimmer mir 5 Sinne, nur ich schüsst über Darm probiert, über euch zu kommunizieren, und das ist so schwer. Aber ich meine, wie schwer das für andere Meinungen auch vielleicht noch zurückzulassen. Voilà, also das zu dem kleinen Experiment. Und dort soll Bahai-Schriften gibt es ganz schönen Satz, den ich nur weiß, den mich immer noch beeindruckt. Wenn unser Kelch vom Ösch erfüllt ist, dann ist an ihm kein Raum mehr
für das Wasser vom Leben. Das ist ein bisschen die Idee von Fedrun. Wir haben viele Schwierigkeiten gehabt, etwas zurückzulassen, und so ist man dem Kelch vom Leben auch, wenn man nicht mit Eis da randrecken, also bei diesem Ego, ist ein Egoist zum Beispiel, ist ein egoistisch, also sind egoistisch. Ja. Und wenn ich den Egoismus zu groß losen, dann lässt ich keinen Platz an dem Kelch vom Leben. Und das bringt ja auch dann ganz wenig. Gut, das war noch ein bisschen so eine Einleitung für das Thema heranzugehen. Ich wollte nur, und ich werde doch nicht zu lang machen, ich war gefragt, wie lange wäre das maximal ein Stunde. Weil ich kann sich direkt so, das ist unmöglich. Weil den irgendwo mich gefragt hat, ich am Anfang gezeigt, dass ich das nach den Abend, weil ich echt mal das als eine gewisse Verantwortung gesehen und zweitens, also nicht möglich. Ich kann am ersten Abend so fragmentarisch gewisse Themen mal vielleicht undeuten an, vielleicht bringt das aber schon eine gewisse Information. Also dreigeteilt eine Einleitung, Leben von Baha'u'llah, das an sich ein Offenbarer, der Text, ob Deutsch Herrlichkeit Gottes, und dann natürlich ein Blick an die Zentrallehre. Vielleicht auch da, ich finde vor allem so viel berät, mir kommen heute so Gedanken blitzen, die nicht viel berät sind, ich habe logisch an. Ich bin hier bei einem an mir Kulpa, dass ich das nicht so ganz genau wusste. Ich wohne heißt mit Mann übrigens, wir wohnen, also ja, das ist nicht schlimm. Das ist schon nicht so schlimm. Sie wohnen, also wir haben in Berlin gewohnt, du wohnst immer noch so, ich gehe auch immer gelatscht. Ich war nicht Heilbannen, das muss ich mir an challengen, auf Bildung, ich bin zwar schon her, mich an die Heilbannen. Und das ist ja an sich mehr katholisch Umfeld. Aber was aber schön ist, dass wir überhaupt können das in Noventheim machen. Und das wird auch noch vielleicht gesehen, ganz viele Sachen sich ergänzen. Insofern also eine schöne Harmonie. Und du findest ja doch Noventheim ganz agrarabel. Gut, Einleitung. Weise ein paar Fotos, die ich dann noch weise. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt für die Einleitung. Baha'is. Ist nur Baha'i, also auch nicht wichtig. Ich gebe ja aber trotzdem vielleicht aus der Geschichte raus, wer war so nach Baha'i? Ja, wir wissen, wie am Mond, ob der Mond geflogen ist, wir wissen, wir kennen den Port, wir kennen den Bischof, wir kennen den Jean-Claude Juncker. Ich wollte nicht nur, mal vielleicht aber noch nehmen, einfach mal so mal unter den Weg gehen, wen da vielleicht nach Baha'i war oder was. Links fängt man an, das ist ein amerikanischer Schauspieler, Rainn Wilson, kennt er vielleicht, den er auch Baha'i. Der war auch beim, kennt er vielleicht auch eine Moderatorin aus Amerika, Oprah Winfrey waren erwähnt an ihrer Sendung. Dort man über Baha'i-Religion auch geschwärzt. Übrigens, vielleicht Musiker, die Musikerin Dizzy Gillespie, ganz großen Trompetist, Jazzmusiker. Übrigens den Leo Tolstoi, den der doch ganz stark nur gesund wird, aufgrund aber für sein Umfeld schwer zu verifizieren ist, aber an der Literatur können Sachen fangen. Du musst einen Ton und Technik. Das ist schlimm, weil du nicht. Profound spiritual experience besides visiting the Baha'i Holy Land in Israel. Auf Englisch. Erzählst du über deine Erfahrung? 3 times. Also darüber. So that delights me. The way I feel about Tina Turner on stage. Oh. 68 in 6-inch below. Yeah, how about that? Okay, good. Oh my goodness. Das ist immer. Okay. Das kleine Bild dort so, und dann an der Literatur, das muss ich auch noch nachvollziehen, zu weisen. Beispiel, brauche ich nicht trotzdem keine ganz viele Bücher, weil es gibt auch an der komparativen Religionswissenschaft, wo die Christentum an anderen Religionen auch studiert gehen, gibt natürlich auch andere Religionen, die auch Antworten Bereitung studiert. Und hier ist etwas Interessantes auch. Übrigens ist ein Foto von Herrn Mitzner,
Hebräisch kann ich nicht. Das ist der Bürgermeister gewesen von Haifa, an dem doch Hai, das ist sicher ein Bild von ihm da hinten am Berg. Hin als Bürgermeister von Haifa, wo den hellischen Sid von der Bahai-Religion auch ist, Haifa in Israel, wird ein Hai auch ganz flott Magazin über die ganzen Bahai-Tempeln und Terrassen zu Haifa, die weltberühmt sind, die auch von den am Hafen racken beim Schiff, der Seiten, die verweitem, wird als Bürgermeister auch ganz flott Sachen, als jüdische Bürgermeister, muss ich betonen, wird auch ganz schöne Sachen über die Bahai-Religion zu Haifa geschrieben. Was ich meine Person zu erwähnen, Israel als insofern nicht immer einfach ein Territoire für eine Religionseinheit, aber das aber an dem Sinn zu Haifa gelingt dann seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten gut. Voilà, dann kommen wir zu einem Thema, was ich noch nicht wollte, irgendwie verstanden, ganz im Konträr. Ich stehe heute für zu informieren. Die Frage da wurde ich vielleicht gestellt, das stelle ich nur als den Sekt, als den Religion, respektive allgemein vorgestellt, was ist ein Sekt und was ist eine Religion. Das klingt nur vielleicht als Frage ziemlich trivial, was ist eine Religion. Ich werde nicht an die Frage, was das eben aber lernt, und da kann ich so, wird auch nicht wenig gestaltet. Sie dir beheißt ein Sekt zum Beispiel. Auch da will ich nicht nur meine Meinung rabbringen, ich will nur probieren, aber auf die Frage zu antworten. Du den eigentlich nicht befangen hast, eine gewisse Richtung anzuschlagen, du das dafür zu informieren, du dich schreibst über das Thema Sekt. Kleinere Gemeinschaft, die in meist radikaler, einseitiger Weise bestimmte religionsähnliche Grundsätze vertritt, die nicht den ethischen Grundwerten entsprechen. Am Tun. Bon, das sieht so aus, was er gesagt kann Sinn. Ihr könnt am Lauf vom Ofen dann zum Schluss dann auch ich selber ein Bild machen, ob der Bahaitum der Sekt entspricht oder nicht. Zweiten Aspekt, ganz interessant, und das erlaube ich mir schon mal kurz vorzulesen, dass Udo Schäfer, das ist ein ganz bekannter deutschen Schriftsteller, Autor, der extrem viel über Bahaitum geschrieben hat, man hat auch eigentlich nur an die knapp Anfang 90, glaube ich, ist er jetzt, ne? Udo Schäfer ungefähr. Er hat ganz flott oder ganz flott E-Mail-Adresse, udoschäfer.com. Interessanterweise, das ist auch nicht auch durchstudiert, interessanterweise ist das nicht auf Englisch. Weil Bahai-Religion sich schon universell und ganz Weltgemeinschaft auch anbietet. Er hat entre autres auch dann ganz viele Bücher geschrieben, die sich, zum Beispiel der Bahai der modernen Welt, das ist ein Buch, das ich gelesen habe, wo ich noch nicht Bahai war, ich bin katholischer zugehen. Und das Buch hat mich extrem fasziniert, weil ich noch nie übrigens so viel über das Christentum, über Jesus gelehrt habe, an dem ich an den Bahai-Schriften studiert habe. Das war auch ganz flott. Also an der Schule, wenn wir gelehrt haben, das kann man, aber bei dem Bahaitum, wenn Udo Schäfer zum Beispiel über das Christentum an Dingen Bücher schreibt, das tut mir ganz viel bräuchte für auch Menschen mehr zu Jesus und anderen Offenbarer zu spielen. Bon, genau den nämlichen Udo Schäfer, ich komme gleich dazu, da gibt nach TRE, die kennt vielleicht, dass die theologisch Realenzyklopädie, die stuft Bahaitum wie folgt an, da steht dran, der Bahaismus oder Bahaitum ist einzuordnen in die Hochreligionen der Erde. Auch eine andere Referenz für die Fruchtband von Sekt oder Religion. Ah ja, da vielleicht auch noch, ich weiß nicht, ein kleines Video, also Englisch, das dauert just 2 Minuten. Also interessant, dass an der BBC Television war da ist eine Serie, die ist ziemlich bekannt gewesen, da war ein anglikanischer Reverend, auch zu Haifa, an der dann mal geguckt wird, die Bahai-Religion ist.
Also ich bleibe beim Begriff Religion, man darf vorstellen sieht. Ja. Und du hast den Referent aus dem Hintergang, und ich weiß ganz kurz ein Extra aus der BBC, was ihn dazu gesagt wird. Out of the biblical traditions of the Middle East, a new religion emerged in 19th century Iran, which introduced a whole set of new ideas about our connection with the past. On the coast of Israel, at Haifa, the followers of the Baha'i faith have built a garden at the shrine of their prophet, known as the Baal. I wonder if this faith will offer a break from the hidebound views of the past I've experienced on my journey so far. Personally, I think one of the refreshing things about the Baha'i is that to become a Baha'i, you don't even have to give up your existing religion. There's one particular Baha'i saying that I really do admire, and it is the world is one country and we are all its citizens. That implies equal rights and an equal relationship with God, not fractured upon one belief system or another. Once a year, the Baha'i gather to walk in silence round the shrine of their founder, an itinerant Iranian preacher named Baha'u'llah. That was lovely. What I really liked about it, having been here, I see Baha'i as a religion that welcomes all religious perspectives. And I think in a land of belligerent tribalism, this is such a wonderful, refreshing tonic. For me, connecting with God means transcending the mundane facts of where we were born and in what tribe. As a Christian, it is not the precise location of Christ's death that matters, but rather the meaning of his life. This isn't dependent on being born into some tribe, born into your religion. This is inclusive, all-embracing monotheism, and I hope that this is the future. I do. I'm halfway through my journey around the world. I didn't expect it. Voilà, geht noch bis weiter mit Hanna. Peter Owen als bekannten Christ an der BBC, den halt die Sendung möchte, und ich weiß nicht, ob er auch gut rüberkommt als von Message. Der letzte Satz, der noch gesagt wird, dass er eben auch als Christ ganz schön ist, zu sehen, dass er zusammen kann, auch effektiv alle die Leute der ganzen Welt kann begrenzen. Allein noch just in kurzen Extra aus dem Udo Schäfer singen Buch, weil geht just die an sich die Etüteil genau einfach ob die froh Sekt oder eine Offenbarungsreligion. Auch Udo Schäfer geht ganz oft auch alle Christentum an, und ich lerne mal just bei ihr Satz hier zu lesen, was er schreibt. Es zeigt sich hier, dass für den allgemeinen Sprachgebrauch, für die Definition einer Sekte nur eines maßgeblich ist: die Zahl der Anhänger. Also ganz oft so mal wenig Anhänger als den Sekt. Das ist eben genau nicht. Da geht zum Beispiel darum, das Christentum war am Anfang eine kleine Herde und wurde, wie schon erwähnt, im Römischen Reich zunächst als jüdische Sonderrichtung verstanden und verachtet. War das Christentum nun zunächst Sekte oder ist allmählich zur Religion geworden? Kann überhaupt eine Sekte zur Religion werden? Und dann, also auch ganz klar, ein Aspekt, dass ein Sekte, das könnte von Wort sektoriell, eben genau nicht universell aus. Mir sektoriell aus eben sich auftrennen als Parzell an einer Einheit sich bewegen.
Und da gibt es noch ganz gute Beispiele, wo Sekten, die man kennen, wo Leute sich eben noch alle über Massensuizid umgebracht tun, werden natürlich ein ganz anderer Profil wird. Interessanterweise auch da vielleicht Ägypten ist im Moment ganz, vielleicht auch leider, und sicher auch leider, politisch ganz große Turbulenzen. Das ist immer interessant, an die Geschichte zurückzugehen. Wer sind zum Beispiel an einem islamischen Umfeld? Und darauf kann man eigentlich sprechen. 1925, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, an Ägypten, sind 3 Ehen für ungültig erklärt gehen, weil die Ehepartner Bahai waren. Am Urteil von den islamischen Vertretern hieltet ganz präzis, der Bahai-Glaube ist eine neue, völlig unabhängige Religion mit eigenen Glaubenslehren, Grundsätzen und Gesetzen. Kein Bahai kann daher als Moslem gelten oder umgekehrt, so wenig ein Buddhist, Brahmane oder Christ als Moslem gelten kann oder umgekehrt. Daraufhin sind 3 Bestätnisse von den Bahai-Ägypter angeleiert gehen. Das sind so kleine Passagen, die ich dann eben Mensch einfach eine Antwort auf die Frage geben. Gut, geht es nach für ihr so merken, das spät, ich weiß, das ist immer komisch. Die einfach gut abwischt. Alles gut, das geht. Irgendwann gibt man noch Kraft, das ist immer gut. Da bringe ich nochmal Mathe, das ist immer ein Courage. Gut, wir kommen zum zweiten Punkt. Baha'u'llah, das ist an sich die zentrale Figur, den zentralen Aspekten und auch Baha'u'llah heißt, wie gesagt, auf Deutsch, Herrlichkeit Gottes, geliefert wird, das war gut lang hier im 19. Jahrhundert, 1892 versteht, und dann aus den Stifter von der Bahai-Religion. In 1817 zu Teheran auf die Welt gekommen. Und das hat man die erste Geschichte aus. Und auch darum, ich sind ganz ehrlich, bei mir selber, ich kann mich da gut erinnern, für das schon lange hier, wie oft denken wir auch an den heiligen Schriften, am Neuen, am Alten Testament, am Koran, wird immer gesagt, den neuen Messias, Offenbarer, nennt ihn, wie er will, wann er kommt. Aber wo ich dann gelesen habe, dass der dann, ja, der muss ja auch irgendwo auf die Welt kommen sehen. Und wenn du da gelesen zu Teheran, ich weiß noch, wo das ein bisschen so befremdlich war. Und da ist mir aufgefallen, dass egal wo ein Geburt wird, es wird immer befremdlich gewesen. Auch da habe ich mich lesen von dem Vierurteil, Mengen zu wissen, wo dann den neuen Offenbarer müsste Geburt gehen. Kann ich nicht. Und darum geht doch nicht. Schon als Kant war Baha'u'llah erstaunlich. Hin hast du ihm abzugehen, aber hin wird nicht bis nach Schule gehen. Weil hin von Gott ungeboren wissen gut. Baha'u'llah kommt aus einer adlicher Familie und als junger Mann kriegt er einen wichtigen Posten am Hafen vom König angeboten, den er aber refusiert hat. Er hat lang an den Leben seine Zeit damit verbracht, den Unterdrückten zu helfen, den Kranken an den Armen und sich auch für die Gerechtigkeit anzusetzen. Also im Finale eigentlich ein bisschen den Lebens- und der Leidensweg von Baha'u'llah, weil er über 40 Jahre am Exil, respektive am Prison, in einem ganz erbärmlichen Zustand. Allerdings sind es 2 Aspekte, die ich auf viel hier von dem Leben von Baha'u'llah. 2. Der erste Aspekt ist eben Leiden, was wir mussten erdrohen, was eventuell auch gemeinsam wird, mal all den anderen offenbaren. Ich meine, wir wissen, wie Jesus gelitten wird, wie Jesus gestorben ist, und das ist etwas, was den Offenbaren alle gemeinsam ist. Der zweite Aspekt ist den immensen Einfluss, den den Baha'u'llah auf die Herzen und Geister von der Leid hat, die ihn eben am Leben begegnet sind. Und das 2 Aspekte effektiv, die charakterisieren alle Propheten von Gott. Er ist in der Gesellschaft, wie gesagt, was zu Teheran Geburt. Ich bin jetzt Wort Orient, auch das hier am Orient, Jesus war am Orient, das Wort Orientierung, also interessant. Orient,
wir orientieren uns immer dahin, wo wir die Offenbarung Gottes auch von da, wo wir sie kennen. Und der ganze Leidensweg, das alte osmanische Reich am 19. Jahrhundert, bis dann über viele Stationen letztendlich am heidnischen Israel, Akka, die große Prisonstadt Akka, bei Haifa eben dann noch da zum Schluss gekommen ist. Sein Leben war ein Leben am Exil, Prison und auch für Verfolgungen charakterisiert. Hier gehört von einer deutschen Prison zu Teheran eine Kette gehalten, nur werde ich vielleicht froh für was. Auf einmal erzählt nun von Land zu Land exiliert gehen, für zum Schluss dann zu Akka am Ottomanischen Reich zu landen. Damals gab es zwei mächtige Regierungen, das war das Ottomanische Reich und auch den Schah vom allen Persien oder Iran. Also sie haben alle zwei probiert, für sich gegen Behaupten an den Lehren zu erheben. Aber die Luft von seinem Wissen und von seiner Wahrheit ist nicht ausgegangen. Aber die Autoritäten probierten immer mehr an der Exil zu checken, weil die Zahlen von den Leuten, die seine Lehren wollten mitmachen, also noch mehr groß gehen. Und das eben während den 40 Jahren. Und das ist 1892 gestorben an seinem Mausoleum, der für Bahai die hellsten Platz ist, als ganz nur bei der Stadt Akka zu Bashi, nur beim Birch Karmel. Also da paar Fotos, auch da das ist interessant, allein schon, wenn dann erst ein bisschen für die Geschichte interessiert, als alles authentisch nutzeforschen, zu lesen, das sind Fotos aus der Zeit, respektive von Haut. Und er jetzt das Haus zu Bashi 1919, weil der Beholder sein ältester Bau, man nun absolut aha, und dann danach ist kriegt, die Sklaven weiter an der Welt zu verbrennen. Und das ist ein Foto von 1919. Und das an sich das nämlich Gebäude quasi die nämliche Perspektive haut. Weil das natürlich ein ganz schön großer Platz, die für Baha'is auch mit ganz großem Demut gepflegt wird. Urveriert ein Foto, dem uns von der Prisonstadt zu Akka gesagt, das war so schrecklich, dass ein Fischer, die über Akka geflohen sind, von Misere, von gestunken wird, hochgefallen sind. So schrecklich war die Stadt 450 Jahre. Und nur links eben nach zu Bashi oder Bachi Zimmer, wo Baha'u'llah und Rot auch Leid und Frieden empfangen wird. Das ist ein Foto, nämlich ein Foto von Ulven. Und das ist dann 29. Mai 1892 gestorben. Die Folie vielleicht die ganze Zeit gefragt, aus der Folie gehen, mal aus dem ganz simplen Grund, dass effektiv, dem musste ich an Erinnerung rufen, dass an einem islamischen Umfeld auf die Welt kommt, auch an dem Umfeld seine Lehren verbreitet, aber gemäß dem Islam und dem Koran als der Siegel vom Prophet Mohammed Koran und gemäß der Interpretation, der kein offenbarer Medono geben. Und das ist das, was nicht kompatibel ist mit den Bahai-Schriften. Bei den Bahai ist es allerdings so, dass eine monotheistische Religion, eine abrahamitische Religion, und ich sage mal als ein großes Bild, ich heiße wieder ganz gut Bischof, aber ich stelle viel, ein ganz großes Buch, an allen Kapiteln als ein helles Kapitel normal. Und Gott wird nicht mit einmal zu den Menschen geschwört, mir immer zu neuen Zeit getroffen. Und das ganz als ein großes helles Buch. Und da ist ein Foto, auch da ist relativ typisch, weil wir als, die kann ich nicht so, das ist so Bahai, oder das ist so Bahai. Also Bahai wird nicht gesehen. Die gesehen, dachte ich noch gesehen. Sie wurden nur nicht da gesehen. Das wird kein groß dünn gehen. Aber Bahai ist effektiv, wurde auch da ein universeller Charakter. Bahai geht nicht an der ganzen Welt. Insofern habe ich ein Foto, wo Bahai sich effektiv da zu Haifa getroffen.
weil alle 5 Jahre auch, besonders auch da geschieht, wenn die Weltwahlen auch angesagt wird. Ein von dem Gottesbegriff von Baha'u'llah, und das meine ich auch am Christentum nicht viel anders, dass der Satz, der ganz viel aussieht, wie soll das Endliche das Unendliche begreifen? Und ich werde nicht alle Solomon oder die dann Kanner holen und dann die Kanner so ganz klein sind, dann stellen sie immer so viel Frohen. Und dann geht er irgendwann kommt er auf den Punkt, wo er die Antwort schon irgendwie wirst. Und dann macht er, hallo auf. Ja, so giftig. Ja, und sich aus dem, ich weiß nicht mehr. Weil die kann immer, wo kommen wir hier? Wo kommen wir dann hier? Ja, und dann seht ihr ja von der Mom, ja, wo geht der denn hier? Und so weiter. An irgendwann kannst du nicht mehr weiter. Man kann plötzlich aber nicht. Und dann kommt auf den Punkt, wie da steht. Und du hast mich gefragt, ach, ist das nicht ein bisschen einfach? Zu sagen, weil ich nicht begreifen, das ist dann den Teil Gott. Und das ist okay. Das ist da genau nicht. Den Baha'u'llah an den Bahai-Schriften wird auch wirklich abgefordert, zu sichern. Geht nur logisch sichern. Und man nicht so. Geht immer weiter sichern. Und auch wenn es von euch sind die helle Schriften, ob das nur die Bibel ist oder andere helle Schriften so interessant für anderweitig zu forschen. Da sind wir schon Matzen dran, aber ein ganz wichtiger Aspekt, ich habe im Heiligen Buch gespart, ist die Lehre oder das Prinzip von der auf Deutsch steht fortschreitende Gottesoffenbarung. La Révélation progressive. Und der kennt vielleicht so an der Links, das sind an sich Geweiher, die da einer gewissen Religion zuschreiben, ungefähr chronologisch über gleich 3000 Jahre. Aber was ist das? Fortschreitende Gottesoffenbarung. Und auch da, ich stelle mich froh, ich gebe dir auch keine Antwort, wird für euch Gott, auf welcher Form auch immer, nicht einmal zu der Menschheit gespart. Ich meine, allein dadurch, wenn man vielleicht aber die Frau bejahen, dann gibt man vielleicht auch Gott nicht genug Potenzial zuschreiben. Ich denke, dass das immer zu einer Epoche gemacht wird. Also das ist auch ein bisschen das Bild hier, an der Bahai-Schriften, da wenn es gefällt mir das Bild hier auch vom jungen Kampf, vom praktisch Baby bis jetzt zum erwachsenen Mensch, gibt ein bisschen die Metapher an der Bahai-Schrift vermittelt, dass Gott so zur Menschheit schwätzt, wie die Menschheit sich auch entwickelt. Das heißt, die Menschheit entwickelt sich so wie der Mensch. Die Menschheit wird sich über die Jahre entwickelt, also an der Stunde. Wir wissen ja, dass der Mensch heute mal nur ausgesehen. Wir haben so wie viele Jahre nicht so ausgesehen, aber wir werden am 10.000 Jahren auch am nicht ausgesehen. Und so wie der Mensch sich entwickelt, so entwickelt sich die Menschheit auch. Und das ist ein Aspekt von der Fortschreitung der Gottesoffenbarung. Das, ich denke, wie steht jetzt, wie hat Jesus gesagt, ich kann nicht alles so, die gibt es noch nicht verstehen. Die könnt einem Baby von 6 Monaten auch nicht direkt eine Hüftdecke hinsetzen. Das braucht alles seine Zeit. Und so ist das Bild auch vermittelt, dass Gott immer zur Menschheit schwätzt und sich so auch der Menschheit Zeit gehört, sich zu entwickeln. Ich frage nicht das Bild. Aber also ein anderes Bild, das an sich die nämliche Message von der Fortschreitung der Gottesoffenbarung an Bahai-Schriften lehren, dass die Offenbarung, die Baha'u'llah gebracht wird, zwar die jüngsten ist, so rein chronologisch gesehen, mir noch lange die letzte ist. Dass das die letzte, aber die nächste wird kommen und die anderen, die da waren, die kennen wir ja. Aber ganz wichtig ist, auch das ein Aspekt, den Baha'is eigentlich ganz stark auch immer mal viel bringen. Baha'u'llah hat gesagt, wenn die anderen Offenbarer nicht unerkannt oder nicht könnt unerkennen, dann könnt ihr mich auch nicht unerkennen. Und da habe ich das gemacht, immer um die Diskussionen daheim, die ganz interessant, die ganz fruchtbar sind, weil ja vielleicht gesagt wird, wenn ich Baha'u'llah unerkennen, wie heißt das dann, dass ich dann
Jesus oder wen auch immer, mit dem ich gläubig groß sind, muss ich den dann ekartieren oder muss ich den dann Edison oder wer auch immer. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Ganz im Konträr. Also behauptet das ganz eindeutig gesagt, wenn da die Arme offenbar nicht unerkannt, dann können wir mich auch nicht unerkennen. Übrigens, ja, das ist schon gelesen, das kann ich nur einmal wiederholen. Auch aus deren Schriften wird in den Häusern der Andacht, das heißt Andacht, das sind die Bahai-Häuser der Andacht, gibt zum Beispiel, ich war am Uganda am Sommer, und da gibt es auch ein Haus der Andacht oder ein Tempel zu Kampala an der Hauptstadt, die lernt wunderschön an der Hauptstadt von 3 Millionen Einwohnern, also aber ganz traurig, und da geht er hoch, und da gibt es die riesige afrikanische Stadt, und da geht er durch an, und das war so das Neues auch, und da sind dann Gebirge gesprochen gegeben. Auch alle Sprachen nicht immer so verstanden haben. Jeder kommt aber sein Gebiet viel drohen, und ich war also ich war noch nicht bei Matt, und da war ein junger Herr neben mir, das ein Christ, Katholik, an den dann gespielt hat die Lust für auch dann zu bilden. Und du hast dann auch dann den Ergang und dann ein Gebiet aus der Bibel für gelesen. Und das gibt ein bisschen auch das Gefühl, oder vielleicht ein Bild, wie schön kann sein, von einem Haus der Andacht eben, wenn das viele Gläubige kann, eben auch aus der Bibel lesen, aus den Bahai-Schriften oder aus anderen Schriften. Was ist ein anderes Bild, vielleicht weiß ich nicht, Lorraine, für die Zule gerne tun, ein bisschen aber chronologisch, wie die abrahamitischen Religionen sich am Zeitraffer über die Entwicklung von der Menschheit sich immer so am wortwörtlichen Sinn offenbart tun. Ich denke, das gibt es schon ein Bild. Ich gebe ein Beispiel zur Zeit von Jesus Christus. Das wird da trotzdem, denke ich, will ich auch zuerkennen. Ich denke, dass viele Leute, die uns gelebt tun, auf der Erde, ungefähr. Dem uns kommt noch nicht Stadtteil an Israels. Wir können plus oder moins von Demoskop geschätzt. Ich denke, vielleicht eine Ahnung. Ne? Vor 2000 Jahren. Und wird geschätzt, auf der ganzen Welt gehen wir so viel Einwohner plus oder moins wie Haut der Europäischen Union holt. Also das ist wirklich schwer, das zu schätzen. Wenn da um so viel falsch ist, plus oder moins geht nicht. Aber ich denke, dass damals, wenn die Welt so viel Einwohner hat, die ganze Welt, so wie Haut der Europäischen Union, ich meine, da sind wir jetzt schon ein bisschen eins, dass damals Themen nicht so aktuell waren, die man heute lesen musste. Aber das war damals noch nicht auf der Agenda, sag ich mal. Und Themen, die man heute kennen, Ökologie, Zusammenleben, der Weltfrieden, dass die Frohe, die man heute eins musste stellen, die waren damals nicht aktuell, das war nicht so, dass sie wichtig waren, aber sie waren nicht auf der Agenda. Also insofern, wo ich gesagt habe, Gott schreibt immer zu den Menschen, die Werte soll dann Gott für 2000 Jahre zum Beispiel, wo Jesus zu Menschen geschwärzt hat, da war er in der Zeit, über den CO2-Ausstoß zu schwätzen. Insofern nicht kompatibel. Andere Themen wie Weltfrieden, die man heute lesen musste, die waren dem uns noch nicht so wichtig. Ah ja, ich hatte schon erzählt, ich bin ein Durchstab. Ich glaube, dann immer so ein bisschen Durchstab, das ist schön. Also ich bin ein Durchstab, aber meine Mama ein Enkelin. Ja, genau. Also, das ist so ein Gebetsbuch, und ich leite von dem, was wird da so geschwärzt? Ja, ganz einfach. Ich will nur ein Gebetsmattbrot, was ich immer ganz gerne beim Schanja, wenn man dann 4 Uhr Schlafgehen gesund holen. Wie voll ist, oh Gott, lädt mich, halt den Hand über mich, Licht Luft von meinem Herz, und mach aus mir ein Lichtstern. Du bist der Mächtige und du Stärke.
ich will bloß nicht nur hier sie urteilen, ob das nur anrüchig ist oder ist das nur schlimm. Das könnt ihr schon alle selber urteilen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war in Chania, da geht es Stoßen an Primärschule und das dort eine Trainierungsklasse gegangen. Auch da interessant. Übrigens kann man als der Bahai-Familie, die entscheiden selber, ob sie wollen Bahai gehen oder nicht. Und das reicht am Alter von 15 Jahren. Sie machen das selber oder auch nicht. Wir probieren hat gelegentlich gemäß den Bahai-Prinzipien zu erzählen. Wir hat entschieden das selber. Und da war an der Religionsklasse, ich gehe ganz gerne in die Religionsklasse, ich kann an den College demnächst. Aber Religionsklasse, und du hast Joffa gebanisch, du bist gefragt, ob ihr gebanisch kommen. Da hat aber so ein bisschen die Bahai-Religion erzählt, da auch ganz viel von Jesus gewusst wird. Und sind sie, was ist dann die Bahai-Religion? Sie China hat 6 Jahre. Aber ich schicke nicht mehr Top-Plan. Aber das war schon mit dem was ganz klar. Und da sind schon hingegangen, und schon die Religionsjoffa nicht kannt. Und das war eine ganz live Joffa. Und ich merkte, das ist eine 4 Stunden. Das war eine Pause. Und dann sind sie sich 1 Stunde, die ist nur genauso viel gespart wie heute. Und es war aber ganz bereichernd für alle zwei. Und dann sie etwas zu mir gesagt, du weißt noch, ich meine, weil du glückst mein Herz, oder man sagt, hey, nach was man gesagt hat, ja, Chania ist an der Klasse wie eine Sonne, die abgeht. Ja, da ist sie wirklich befangen. Das ist eine Papa, die kennt das mit das wirklich. Und ich bin drunter gelöscht. Wenn der Tote gibt, der lichte Stern. genau, das ist der. Und das da, also die Kraft von der Gebirge, hat er mich gefragt, mit Papa, bringt er etwas eine Gebirge, so wenn ich 2 Jahre bin? Ich verstehe es nicht. Wir können machen wollen. Weil ganz oft mir Gebirge tun, und ich hat mit 2 Jahren nicht alles verstehen. Mir auch nicht immer. Mit Kraft von der Gebirge, wir mussten nicht immer alles verstehen. Der lichte Stern. Und wo sie mir das gesagt hat, hat das wegen so einer Klasse, oder war ich natürlich, da war ein Dach gerettet. Okay, wir kommen zum dritten und letzten Teil, das ist auch durch pure Prinzipien, und ich gehe auch noch, Leute, das wird aber ganz sportlich. Du strikt dich schon. Übrigens, das ist doch ganz interessant. Sorry, wenn ich mich ausrede, das muss so sein. Ich gehe jetzt an Schulen, und dann auch so kleine Konferenzen, und da war ich schlecht, in der Primärschule Kanada so, ich schätze mal 8 Jahre. Dann habe ich Mama eine Reise an Afrika. Da hat China so eine Reise gemacht, und dann fliegen nach Luxemburg. Dann könnte man am Computer ganz viele Sachen machen. Ne? Man drückt auf die Knöpfe, und dann können so gereicht von einer Luxemburg auf einem Boeing, ne? Ganz hart. Und ich finde sie nur strikt die Reise um. Wir haben eine Reise. Gehen wir ganz da ins Land. Wir gehen an den Mali. Dann habe ich gesagt, du strikt die Reise um. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Das ist die Schäne von der Kanne. Du hast sie auch gestrickt. Sie hat so gemacht wie Wann. Ja? Und das war fantastisch. Joffren, also schon nicht, und die sitzen so. Ne? Ich würde, das kann man ein gutes Beispiel 4, dann macht die da auch noch. Dann sieht natürlich der Luft. Aber sind wir geflüchtet, weil ich gedacht, für 20 Sekunden, eine riesige Kamele, kann man schon so Angst gehabt. Aber wir können nicht. Klick? Nee, das war tipptopp alles. Ne? Wir können das war einfach außergewöhnlich. Du landest den Flieger, aber das nächste Foto, die ich weise, war dann ein Foto von Afrika, warm, blauen Himmel und warm Februar auch. Das war kalt, weil du hast 40 Grad mehr. Hey, hast du immens warm? Die mussten meine Assistentin entdecken. Die wissen alles. Die geht meine Assistentin entdecken. Das ist einfach die Frage. Du warst ein Jung von 8 Jahren. Du wusstest, voilà, wir sind du, das ist immens warm. Und den sehen Jacket aus. Weil es so warm war. Ich bin mit Zimmer gekommen. Voilà. Hallo, du willst, wir machen das ein bisschen sportlich, wir machen eine Race durch die Prinzipien. Also, ich streife sie kurz. Suche nach der Wahrheit. Ich finde so, das ist ganz wichtig. Dir geht ob Sicht oder Wahrheit. Und da will es auch der Fett, dass ich als Bahai kann ab dem Alter frühestens von 15 Jahren kann deklarieren.
Einheit der Menschheit. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, da komme ich aber kurz an. Religion soll kein Fanatismus, ich meine, darüber machen wir noch nicht schwätzen, weil Religion leider auch kann ganz viel negativ bringen, weil es falsch umgesagt wird, umgesagt wird, fanatisch, exzessiv, mit Hass und mit Gewalt. Religion sollte Liebe und Zuneigung bringen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Beholder immer an seinen Schriften herumgeht. Religion der Wissenschaft, das ist ein großes Thema am Christentum, Christentum seit 2000 Jahren, Renaissance, Aufklärung vom 15. und 16. Jahrhundert, das war ein schweres Kapitel am Christentum, mit absolut Kompatibilität zwischen Religion und Wissenschaft. Auch kurz nur darüber abholen. Aufhebung der Vorurteile, Mittel für den Lebensunterhalt, auch ganz wichtig, dass man als so in einer Gemeinschaft, sondern als auch um die anderen kümmern, wenn es denen nicht so gut geht. Gleichstellung der Menschen, Rassismus, Hautfarbe, ist so danke, wir sind hier bei der Religion im 19. Jahrhundert, das ist nicht 2013. Und Haut sind wir noch immer nicht überall dumm und soll kommen. Der Frieden universell, das merke ich immer, wenn Haut immer mehr wichtig wird. Und dann ein anderer Aspekt, Religion und Politik trennen. Das ist auch wichtig, dass man als Leiter der Politik anmischen, weil Politik parteiisch ist. Das ist okay, ein Jugement gegen Politik, mit soll eine Trennung sehen, für eben keine Partei zu ergreifen, mehr am Konsens aber eine Lösung zu finden. Dann ganz wichtig auch Gleichstellung der Geschlechter, also Mann und Frau sollen die nämlich Rechte haben. Und da wird immer das Bild geholt vom Fältchen mit den zwei Flügeln, wenn ich nicht mehr mit einem Flügel fliegt, dann geht es nicht. Dann Kraft des Heiligen Geistes, was hier auch extrem wichtig ist. Gut, die gesamte Menschheit ist, ich gehe noch just auf 3 Themen ein bisschen mehr an, dass ihr da erlebt. Die gesamte Menschheit ist eine Familie, auch da ist der Romanker, schon die Fotomaker geholt, die scheinen aus Hautfarben und so weiter. Aber der zweite Satz, den ich einfach immer ganz schön von den ersten Bereichsschriften: Wir sind alle die Früchte eines Baumes und die Blätter eines Zweiges. Das ist der Ehrengedanke. Religion und Wissenschaft, ein ganz großes Thema. Ich denke, ich noch nicht darüber dürfte eine Person, wie du wisst, war das eben in der Zeit der Aufklärung halt ganz schwer, das Kapitel, wie Beck sagt, man nicht zu wandeln. Ich gehe nur einen kleinen, ganz spannend ist, wo kommt man hier, wo kommt das Universum hier? An den Ursprung vom Universum, von der Salagur, geht auch ein paar Heilschriften, ganz schön abgeholt. Wie ihr wisst, oder wie ihr nicht wisst, zum Beispiel, zur Zeit von Gutenberg, wo an Deutschland Druckkunst erfunden wurde. Da sind auch sogenannte Weltchroniken entworfen, die heute das ganz große Wert tun. Das ist eine Originalkopie von einer Weltchronik aus dem Jahr 1493. Die kennt vielleicht die Bücher unter dem wo der Audio kauft, das ist ein ganzes Jahr so wichtige Bücher. Ja, dann kennt er, aber da noch so über ganz Jahrhundert. Voilà. Das ist inzwischen echt einmal nach erst dem 15. Jahrhundert. Und dann gucken wir mal, wie es damals die Welt gesehen wird. Aber das ist keine Kritik, das war ganz intelligent leid. Und natürlich haben sie damals die Welt allerdings scheif gesehen. Mit den großen Wissen, was sie Haut hatten. Haut wissen wir auch etwas, aber an 100 Jahren wissen wir noch viel mehr. Und da hat sie gesagt, oder wir sagen heute so, der Mensch muss sich freimachen von allen Vorurteilen, so dass er unbehindert nach Wahrheit forschen kann. Und da soll die Religion auch dazu lassen. Weil es gibt nämlich die engen Vorrecht. Par contre, wenn die zwei Mann nehmen vermischt, also nicht gegen den, mehr Mann nehmen. Wir gucken mal kurz da drunten, wo wir hier kommen. Ohne Zweifel eine der größten Errungenschaften unserer Zeit. Die wissenschaftliche Erkenntnis unseres Ursprungs. Es ist ein Abenteuer, das schon 14 Milliarden Jahre andauert. Eine Geschichte, die das Universum, das Leben und den Menschen miteinander verbindet. Aber auch von Sternen und Galaxien.
Licht bewegt sich nicht mit unendlicher Geschwindigkeit. Es dauert seine Zeit, bis die Bilder von Galaxien oder Sternen zu uns gelangt sind. Wenn man einen Stern betrachtet, sieht man, wie er aussah, als er sein Licht aussandte. Bei der Sonne war das vielleicht vor 8 Minuten. Bei den Sternen, die wir mit bloßem Auge erkennen können, vor einigen Jahren. Und bei Galaxien, die man nur mit dem Teleskop sehen kann, sogar vor einigen Milliarden Jahren. Das Universum wächst heute um 20 Millionen Kilometer. Wenn sich das Universum ausdehnt, bedeutet das zwangsläufig, dass es früher kleiner war. Wenn man also den Film rückwärts laufen ließe, würde es sich immer weiter zusammenziehen, bis das gesamte Universum in einem einzigen Punkt von der Größe eines Stecknadelkopfes enthalten wäre. Dies wäre der Zeitpunkt des sogenannten Urknalls. Des Ursprungs unseres Universums. Dieses Ereignis fand vor 13,7 Milliarden Jahren statt. Die Theorie von einem Entstehungszeitpunkt des Universums war lange Zeit selbst unter Wissenschaft. Ich möchte ganz kurz, das ist ein Magazin als 8. eine Emission, die ich ganz kurz resümieren, für den Ursprung, also die sogenannten Urknall. Aber was ganz spannend ist an der Bahai-Schriften, was allein das Thema Religion der Wissenschaft, dass wir kein Gegner nehmen, ganz so konnte, dass sie Mathe nehmen. Und gibt dann auch, die können vielleicht wissen, dass das Physiker, wie noch ein ganz großer Physiker, der im Raum sitzt, ich gebe nicht bloß viele Roman, die kennen vielleicht die Theorie vom Big Bang, das war so ein Urknall. Da fragt er Menker durch, also nochmal als Metapher, ja Papa, wie war das für drin? Wenn wir nur zurückgegangen sind auf den Urknall, ne? Wie war dann für drin? Und interessanterweise, wenn ich doch da an den Schriften immer um die Metapher, nur ich ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser, was da erhitzt. Da wirst du, wenn du das Glas Wasser stehen lässt, die kommt nur an den Raum zurück, dann wird das Glas Wasser sich aufgekillt, auf die Temperatur vom Raum. Das Glas Wasser, was der Mur dann beim Gucken geht, wird aber seine ganze Geschichte verloren. Das heißt, seine Geschichte, nenne ich das von der Thermodynamik verloren. Die kennt nicht mehr, oder die Wissenschaft kann an dem Wasser nicht mehr nachvollziehen, was oder welche Form das Wasser denn dafür drin hat. Und das ist ganz spannend. Das Bild ist ganz spannend, weil es beim Urknall ähnlich ist. Es ist nicht möglich, Hand drin zu blicken. So wie auch beim Wasser geschieht, das Wasser hat seine Geschichte verloren von dem einen Tag. Das ist nicht nur zu erzählen. Interessant ist aber, dass dann Kanner, ich kann immer auf Kanner zeigen, das ist jetzt einfach. Also alle die Fragen, die wir als stellen, aber wir keine Antwort davon, ist immer, das ist Gott. Das ist jetzt einfach. Aber wenn wir dann eben immer mehr wissen, dann hat Gott immer mehr Platz. Wenn wir immer mehr wissen. Den Hubble-Teleskop 1920, das ist noch nach 100 Jahren hier, wo die Menschheit gewollt hat, dass die Weltall expandiert. Und ich denke, ein Luftballon, also das heißt, wenn man die Kamera spielt, dann merkt man, und ein Luftballon ablöst, und die merkt man oben mit einem Stift den schwarzen Punkt drauf. Und dann bloß der Luftballon auf, was geschieht. Irgendwann denke ich, sieht er den Punkt nicht mehr. Weil der Luftballon wie groß geht, dann ist der Punkt fort. Und so ist man im Weltall genauso. Aber im Moment von einem neuen Sinn expandiert der Weltraum. Das ist eine Geschichte. Also wie der Weltraum expandiert, so ist es auch mit den Religionen. Religionen sind nicht statisch, Religionen sind dynamisch. Da kommt immer eine neue Kraft. So wie die Jahreszeit. Wir sind nur wandern, das ist kalt, aber es kommt immer eine neue Jahreszeit. Und das ist etwas, was an der Bahai-Schrift immer auch unterstützt wird, viel auch in der Religion und der Wissenschaft zusammen zu forschen. Einstein, dem mir immer nur gesagt wird, er wäre nicht religionsgewicht. Meine persönliche Meinung ist nicht, dass hier zum Beispiel die Satz oder auch ein Bild vermittelt, ihr seht, also nicht schon eine schöpferische Genialität, dass Gott als Schöpfung so durchgelöst wird, dass es nicht zu schwer ist, für abzuhalten nach Forschen, aber auch nicht zu einfach, für nicht mehr brauchen zu forschen.
Also allein die Gedanken, dass man immer erforschen, und an dem man neue Sachen denken, gehen neue Tieren ab. Stephen Hawking hat für 15 Jahre gesagt, wir werden die sogenannte Weltformel fangen. Dann haben wir alles, da war aber kein Gott mehr, dann haben wir Frohen, alle beantwortet. Aber leider gehen immer neue Tieren ab. Aber das ist kein Gegenspruch, das ist einfach, wir müssen uns weiterentwickeln. Das ist Werner Heisenberg, das ist ein deutscher Physiker, der guten Nobelpreis. Das ist ein wunderschöner Satz. Der erste Trunk aus dem Kelch der Wissenschaften macht atheistisch. Aber auf dem Grund des Kelches wartet Gott. Das wäre ein Heisenberg verkehrt behalten. Ne? In das schon als Amateur und ich aber bevor Bücher durfte in hier sind ganz spannend sind. Mit 40 Jahren lang geforscht guten Nobelpreis. Nur ist dann kurz noch gestorben. Und in der noch eine ganz schöne Metapher noch. Die macht auch über Kreuzworträtsel. Den hat er schon gemacht. Das ist eine flotte Aufgabe, die ich noch mal gewagt habe. Man hat die Kreuzworträtsel unsicher. Weil normalerweise, wenn sie richtig sind, wenn sie fertig sind und die können sie abchecken, für einen Preis zu gewinnen, dann nur der Antwort, die verschneit sich ja. Und da sagt es der Heisenberg, wohin eben gesagt wird zum Schluss der Satz, wir sind kein Zufallsprodukt von der Schöpfung. Und das hat Gesetz an der Wissenschaft aus. Egal welches Gesetz dir als Heisenberg fand, gehen wir mal Gravität. Also Erdanziehungskraft. Wenn man nur ein Buch oder ein Apfel fallen lässt, dann wird den Apfel umgezogen, das ist Erdanziehungskraft. Mit dem nämlichen Gesetz wird aber genau mit Ebbe auf Flut. Mit Anziehungskraft von Trabant an Erde. Das heißt, was ganz spannend ist an der Wissenschaft, ein Drops Wasser wird eine Aufgabe. Ein Drops Wasser hat eine Aufgabe für hochzufallen. Ein Drops Wasser fällt drauf. Mit allen Naturgesetzen, wo ich ja nicht die Frage stelle, kann man eigentlich Sinn, dass so ein Apfel nicht fällt? Nein, die fällt immer. Die Naturgesetze sind allgegenwärtig immer gültig. Aber das Spannende ist, was Heisenberg sieht, sie überschneiden sich mit anderen Gesetzen. Aber wenn der Wissenschaftler in physikalische Genie wie hin war, so furcht an immer im Gesicht wird, für an der Schöpfung aber auch mal vielleicht einen Fehler zu finden, als bei ihm genau der Kontra geschieht. Und da, wenn es am Ende vom Leben mit dem Sachstoff kommt, dass es kein Zufall ist, dass sie mir heim sind. Und es wäre just schuld, wenn man das gegen vergeudet. Und das ist an der persönlichen oder Wissenschaft immer ganz spannend. Okay, Gleichstellung der Menschen. Kurz, auch fand ich ganz spannend, die sieht, dass Mann mit einer schwarzen Hautfarbe, was ihm geschieht ist, könnte ich auch denken, Amerika 60er, 70er Jahre als schwarz, nicht einfach. Das auf Englisch, ich meine, das relativ gut versteht, das auch kurz. Believe me, to be in Greenville, South Carolina, to go into a white community, to go into a white home, to be welcomed, and to see black folk and white folk sitting in the living room together in a somewhat of a social setting was inconceivable. People were dying for that kind of thing in the South at the time. So this got our attention. We said, well, whatever is going on here, it is different. I literally stayed up one night, all night, begging God to allow me to make a proper decision. I felt Baha'u'llah was the manifestation of God, the Prince of Peace, the coming of the Son of Truth. I felt it, but I was still scared because this is a monumentous decision. I was out till like 3:30, 4 o'clock in the morning praying, just over and over, begging God. The next morning I woke up and I knew it, that Baha'u'llah was going to say it. I knew it. Went down and embraced the Baha'i faith. If you believe there is only one race, which was created in many different colors, and if you believe that these differences
Lead. Weil das ganz kurze Thema, eine Gleichstellung von den Geschlechtern, ganz wichtig in den Bahai-Schriften, wie auch bei den anderen heiligen Schriften, als eben, dass wir alle gut für Gott gleich sind. Voilà, und nicht immer nur, wenn du an den Rassen, an den Völkern geht, aber oh, wenn der lernen, was das nur Gleichstellung von der Frau. Das ist ein großes Thema, das die Woche mal ganz neu und füllen. Der Fakt ist, vielleicht einfach denken, zurückzugucken, wir sind am Jahr anno 1890 an alle Persien. Ich meine, wie nicht Lützburg den Frauen den droit de vote an die der Verlor kriegt, ne? Also, naja, ja, ich meine, Schweiz, ich arbeite für Schweizer Employeur, ja. Da gibt es gewisse Kantonen, die möchten an den 90er Jahren der Frau den droit de vote gehen. Also, Gleichstellung meiner Frau als nach Haut, nach Mut, nicht überall so wie es soll sein. Kein Thema. Und da gibt es dann Beispiele, das war den Abdu Bahadi, der zu London oder eine Konferenz vorgeholt. Die Menschheit gleicht einem Vogel mit seinen zwei Flügeln, der eine ist das männliche, der andere das weibliche Geschlecht. Sofern nicht beide Flügel stark sind und durch eine gemeinsame Kraft bewegt werden, kann sich der Vogel nicht himmelwärts schwingen. Geht man einfach in die Gesellschaft und guckt, wo eine Frau keine Rolle spielt. Ich meine, okay, politische Debatte, ich bin okay, nur, wir gehen einfach in die Länder, die stellen die Länder ab. Und dann guckt mal, wo die Gesellschaften stehen. Wo die Frauen kennen, auch noch Mädchen können an Schule gehen und so weiter und so weiter. Da wird als für die Menschheit ein Albatros, den man einen fliegen hört, den kann nicht fliegen. Das war lange Weg. Gut, komme ich zum Schluss, das erlässt. Der Frieden. So, was ist dort noch? Was ist das dort? Kennt ihr die Geschichte vielleicht? Wer kann? Nee. Oder was sind da überhaupt? Was ist das? Ein Elefant am Feier Blonde. Das ist die Geschichte vom Frieden. Und du wirst auch an den Bahai-Schriften, da gibt es auch ganz schöne Geschichten. Also ganz berühmten indischen reichen Maharaja an das Geschwert kolportiert und hat einen ganz großen, mächtigen Elefant. Mysteriös, kräftig, und gibt alle Autorität ausstrahlen. Und die Feier Blanner aus dem Dorf neben der Runde, die ihn davon erhören. Und die wollen unbedingt einen Job machen. Und dann aber wussten, was mit dem großen Elefant, wie sie hören und lassen es. Und der Maharaja kriegt das Matt und er sieht dann zu seinen Leuten, da geht die Feier mal sicher und Lust an den Haft kommen. Und die Feier Blanc kommt an den Haft und der Maharaja bittet dann seine Dinger, den Elefant auch in den Haft zu bringen. Und die Feier, die haben alle Feier immer gedacht, sie hatten Vorrecht und die gibt alles besser müssen. Und dann wo sie da hören, und dass da ein mächtig großes Ding aus am Haft, dort Maharaja da gebeten, den ersten Planen, gebeten, da geht nur bei den Elefant. Und dann sind sie mit der Hand geholt und den Elefant haben sie dann den Planen beim Ohr gerutscht. Und dann fehlten das Ohr und dann fragt den Maharaja, so, was ist da für dich, der Elefant? Und er fehlten und sagte, du hast einen Teppich. Ja, wo der Ohr aufhängt, das ist ein Teppich. Und dann geht es so weiter, bis der zweite, kann ich mal wirklich ganz kurz, eine Geschichte kann auch. Und dann könnte man den zweiten, dann seht ihr ihn, und der geht mit dem Hand hin. Und den hält man da um Elefant, den kleinen Schwanz mit Elefant, und seht ihr, was spielst du da? Seht ihr, das ist eine Seele. Ich packe eine Seele um. Und dann der dritte, der geht dann 4 hin, und den pegt dann Hai, den dritten pegt den Hai und den großen, dicken Bein vom Elefant, und da seht ihr, das ist eine Bahn. Und der vierte geht 4 bei Zungen, und seht das etwas Wirkliches. Und sie streiten, alle Feier hängen immer streiten. Und immer mehr hart, und sie kriegen schon wohl, die Feier sind blank, ne? Und sie kriegen schon wohl, und sie fängt dann wirklich auch physisch sich zu streiten. Und sie behauptet, der Maharaja scheißt den halb auf. Die sind töricht, die sind einfach dumm. Die wollen alle Feier
für jede Länge eng wohrig erkannt tun und dabei also das ein und nämlich was das nämlich. Das ist ein Elefant, mir tut alle Feier ich eng selber in Meinung gehen und alle Feier leider nicht. Und das müssen wir die Geschichte vom Frieden, also so schnell kann er doch mal Frieden River sehen, obwohl es für die Feier das nämlich ist, aber die Interpretation war immer ein andere. Aber für aufzuhalten, als dadurch das Haifa by Night, wie ihr so schön seht, an Bahá'u'lláh, du mal nicht gerne ab, wird dann zum Frieden folgende Satz einfach bewegen. Verkehret mit allen Religionen in herzlicher Verbundenheit und Eintracht. Genau, das ist guten Timing. Ich will auch mal. Voilà, so dann denke ich, verkehret mit allen Religionen in herzlicher Verbundenheit und Eintracht. Und das ist das, was ich hoffe, wir können auch dann macht der Weg gehen. Das bisschen mehr wie eine Stunde gewesen, eine Stunde und 10 Minuten. Voilà, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Das war an sich. Voilà, merci. Ein ganz herzliches Dankeschön. Ich denke, das war eine sehr einfühlsame Einführung mit den zentralen Informationen. Auch gesättigt, denke ich, mit Ihren Erfahrungen, die Sie ja auch, denke ich, eigentlich auch ursprünglich, darüber haben Sie nicht gesprochen, aus dem christlichen Kontext kommen. Und jetzt ist hier der Raum für das Gespräch da, für den Dialog und für Fragen. Sie haben ja schon an diesen wenigen auch zentralen Punkten gesehen, wenn man jetzt so spontan vergleicht mit den anderen Religionen, dass es da Unterschiede gibt. Ich komme ja selbst zum Beispiel aus dem Christentum. Ja, und bin auch natürlich im Laufe meiner Tätigkeit damit konfrontiert, auch mit dem sogenannten Wahrheitsanspruch oder absolutes Anspruch, der in der Geschichte der letzten 2000 Jahre eben ja auch so bestimmte auch Konflikte hervorgerufen hat. Das ist so jetzt mein persönlicher spontaner Eindruck, aber auch die anderen Religionen entwickeln sich ja weiter. Aber ich bin einfach jetzt gespannt, wir sind gespannt auch auf Ihre Fragen. Es ging jetzt nicht nur darum, dass Sie einen Eindruck empfangen, sondern dass wir ins Gespräch kommen. Ja, bitteschön. Endlich dazu bewohnen, Bahai zu gehen. Kann er schon irgendwie, wenn er praktiziert Christ oder wenn er echt passiv und wird dann am Bahai, also in der Schriften da, ich meine, ja. Also ich will nicht viel über mich sprechen, geht nicht über mich, ich bin aber ganz stolz drauf. Ja. Ganz kurz, also ich meine, du kannst mir Mama das auch vielleicht unterstützen. Ich denke, dass immer gläubig war und so ein bisschen wie Odysseus Gesicht tun an den jungen Jahren und vielleicht nicht direkt das Fund tun, das hat seinen Grund. Und ich habe meine Frage kennengelernt und eben mir sollte bestellt gehen. Du hast mir die Frage gestellt, was du gläubig? Und ich gesagt, ja. Wie auf die Frage zu antworten. Aber ich habe mein Wähler nicht gefunden. Da bin ich ein Bild vom Gipfel auf dem Gebirge. Und da sind ich effektiv über meine Frau, und hat das eben auch Bahai, sind ich da noch ganz viele Sachen gewogen, so nebenbei. Er hat sich ein Dialog gemacht und ich musste da durchgehen. Ich bin ja ein bisschen selber durch die Tier gehen. Anhand der Tier sind ich dann, und das dann während 2 Jahren, wo ich dann ganz tief studiere und viel gelesen, weil ich auch ganz skeptisch bin. Wissenschaft ist ein Wissenschaftsunhänger. Ich muss alles rationell sehen. Und da war ich ganz skeptisch. Und ich habe ganz lange studiert. Und eines Abends, das klingt wirklich Abend mit Pfarrer so. Eines Abends, da war ich am Bett. Meine Frau neben drin und ich hatte ein Buch, das Buch war, das leitet mich da. Und du rufst mich als wie meine Sorges, du rufst mich zu ihm, sondern ich Eureka. Und das habe ich wirklich nicht gefunden. Und da war ich am Gipfel, ein kleiner Gipfel. Und das war dann die Erfahrung. Aber ich schon, das kannst du mir nicht hören, ich schon an den Bahai-Schriften so viel gelernt über Christentum, über andere Frauen.
die mich brennend interessiert und dadurch sind ja nur effektiv dazu. Und der Fakt, dass ich kein Hund müsste aufstoßen für Behalt zu gehen, ganz so konträr, hat mich extrem angesprochen. Das nicht wie eben auszuschließen, ganz so konträr. Das Schritt für Schritt, wo man dann eben weiter. Das war, also das ist ein ganz persönlicher Fall. Bahai Schriften, als das so ein Kompendium wie eine Bibel, ja. Also die muss man nur sagen, ich kann noch nicht auf alles eng antworten. Es sind andere Freunde, die können viel besser darauf antworten. Ich kann darauf antworten, ja. Jetzt soll okay Monolog sein. Aber ich bin effektiv, ich habe gelesen, über 10.000 der Schriften. Ich bin ein Beispiel, was mir auch ganz stark gefallen hat, es sind eben noch ein Anhänger von der Authentizität. Also, an der Bahai-Schriften, also eben bedingt, dass es noch nicht so lange hier ist, sind die Schriften authentisch, also wissenschaftlich verifizierbar authentisch. Die sind zwar ein länger Spruch, ja, ein länger Spruch, aber die natürlich übersetzt. Wir hören vieles auf Deutsch, aber in allen Übersetzungen wurde eine Substanz verlost. Trotzdem, sie sind am Original verfügbar und es gibt Tausenden der Originalschriften. Zum Beispiel hat Baha'u'llah, wie bei ihm zu bleiben, in das nur lernen, wohin die Offenbarungen krut, eben Gottes Wort rumgehen wird, da waren 3 Leute umheben, die haben geschrieben. Das heißt, nicht, damals hatten sie keine Maschine, mit denen dann geschrieben. Weil dann aber so schnell rauskommt, nicht über hin als Person, mir das offenbart, gehen am wortwörtlichen Sinn, und die 3, also ganz oft die 3 Leute, die dann die Schreiber, die dann alles ganz schnell ein bisschen mitschreiben. Das ist nur lang, jahrelang sogar. Und die Schriften sind authentisch, zusammen gesagt, gehen als eine Art Kompilation, und ich kann so. Und die können da an der Originalform studieren, dass die Gebilder, was ich sagen, hey, das sind doch 2 helle Bücher, da wird ganz, ganz viel Literatur. Das ist schon mal ein Leben, das ist viel zu kurz für das alles zu studieren. Ja, also die Nummer ist für mich persönlich absolut sekundär. Ja, ich hatte auch nur an einer Stunde, also schwer, ich wollte nur noch nicht Unterschiede erweisen, ich wollte echt mal Gemeinsamkeiten aufweisen. An dem Punkt aus, vielleicht auf die frühe Antwort zu gehen, an alle Religionen gibt es eine gemeinsame große Kehr. Für die Nächstenliebe, wir sollen helfen, das wissen wir alle gut. Das ist die gemeinsame, gleichbleibende Kehr, die immer weiter kann und Menschen vermittelt gehen. Da noch geht auf den zweiten Aspekt, das ist den soziale Wolle, wo ich viel gesagt habe, so wie die Menschheit sich entwickelt, wiest, so braucht man auch ein göttliches Guidance. Und die Guidance ist aber für alle Zeitalter verschieden. Da können der Haut zum Beispiel an der Bahai-Schrift ganz viele Fragen beantworten, die man Haut tun. Da will ich aber ganz schnell anwerfen, dass das nicht von Häschen, dass das, was zum Beispiel an der Bibel steht, nicht mehr aktuell wird und nicht richtig ist. Das wird immer gesagt. Die könnt aber, ich meine, das könnt ihr vielleicht nur vollziehen, die könnt aber nicht an der Bibel, die sich 300 Jahre nur Christus hier auch zu mir gesagt hat, die könnt an der Bibel nicht Antworten finden zu Fragen, die Baha'u'llah uns mal auf den Weg gehen wird, weil das schon damals nicht offenbart wird. Insofern, ob froh zurück zu sagen, weil das ein Unterschied, was ein Unterschied ist, dass das hellichte Buch einfach um ein Kapitel mit groß geht. Aber sich nicht differenziert, das ist einfach eine Ergänzung. Gott, also Gott dient da so ein Brahma. Französisch so Mensch, le Dieu, oder? Einer so Gott. Das wird als persönlich für mich, man kann mich fragen, ja, wie ist Gott? Und Gott als eine gut, das wird als nicht wichtig. Ich meine, können Sie so am Namen von Beschriften, dass es
nimmen ein Gott gibt. Die viel Götterei, die wir ja für zigtausende Jahre kannt haben, das ist genau das, was an der Bibel, am Alten Testament, an den Beichtschriften ganz präzise steht. Es gibt nur einen an den nämlichen Gott. Mit das Endliche kann das unendlich. Übrigens, da gibt eine ganz schöne Geschichte aus den hinduistischen Veden. Das ist schon mal als Metapher. Und das ist ein Teil von der Wahrheit, die immer gültig ist. Da seht ihr, Gott dreht. Gott schläft an den Stämmen. Gott dreht an den Pflanzen. Gott atmet an den Tieren. Und Gott erwäscht am Mensch. Das ist ein hinduistisches Vede, die ist über 3000 Jahre alt. Was da ganz spannend ist, das sind nur 4 Stufen, also von den Mineralien, Pflanzen, Stein, Mensch. Das ist aber nicht so geduldet. Nur der 4. Stufe könnte Gott die 5. Stufe. Aber das heißt nicht ernst, dass die Stufe, die drüber ist, kann die Stufe drinnen verstehen, aber die Stufe, die drinnen ist, kann nie die Stufe drüber verstehen. Also denke, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Menschen, da kennt Gott. Es geht nach oben und dann am Verständnis nicht weiter. Mit Gott, hier steht über Eis. Wir sollen über den Tiere stehen, wenn wir da sind, viel zu verstehen, und so weiter und so weiter. Wir gibt nur ein Gott. Übrigens, an der Beichtschriften wird das Bild geholt vom Kampf, weil der Mammenberg ist. Also das ist noch wirklich gemeinsam. Wir kommen alle aus dem Berg von dieser Mann. Und kann ich sich auch vorstellen, die Wörter hat Gott, also die göttliche Schöpfung, so gemacht, dass man die nicht meint am Berg von der Mann Hände, Arme und Beine entwickeln, die man ja am Berg von der Mann nicht brauchen. Wir bereden das am Berg von der Mann, ob das Leben hier 4. Und hier bereden wir es genauso, soll man, als ob das Leben, das Lodono könnt, 4 bereden. Das ist am geistlichen Sinn. Und darin soll man Gott erkennen, für eben die nächste Stufe auch zu erreichen. Ja. Also behaupten sind ganz klar die an den hinduistischen Bereich, also die Avatara, wie sie nennen, die Wiedergeburt. Also ich gebe immer darum, ja, das ist auch meine persönliche Abschätzung, in der Bereichschrift noch so. Es gibt keine physische Wiedergeburt wie die Avatara. Es gibt auch da ein Bild, wo ich die kleine Fischchen an einem Käfig, der Fischchen aus der Seele und der Käfig aus einem Körper. Aber wenn wir eben den letzten Tag auf der Erde umgehen, da geht der Käfig ab. Also der Körper, und den lässt man heim. Mit den Fischchen als Seele, die kann dem Käfig aber entfliehen. Das heißt, als Seele, die ist unsterblich, bei aber als Körper eben kann als sterblich Füll kann aufgelöst werden. Also es gibt keine Wiedergeburt mehr als Seele als effektiv unsterblich. Auch ein Teil von den Beichtschriften sieht auch ganz klar aus, dass da eben am Leben danach eben die Leute, die er gern hat, die da ganz nah sind, auch dann wird an irgendeiner Form, die man nicht können feststellen, wenn er gesinnt. Und Paula sieht, es gibt auch keine Strophe, es gibt nicht die Hölle, wenn man sich mal bildlich ganz oft vorstellt, weil Hölle, das ist irgendwie eine negative Konnotation. Paula hat einen ganz schönen Satz. Es ist nichts als das völlige Nichtssein. So beschreibt die Ahner-Seite, von denen die seelische Ebene nicht eben erreicht. Es ist nichts als das völlige Nichtssein. Das heißt, das ist nicht nur eine Hölle, sondern das ist schon mal mathematisch durch ein Ensemble vide. Das ist ein Vakuum. Nichts
als das völlige Nichtsein. Und wir sind hier ist geistlich, um das Leben nur viel zu bringen. Ja, aber also wenn Sie jetzt mal keine Frage haben, so aus den vielen Fragen, die ich jetzt zurückhalte, dann suche ich mal eine aus. Und zwar, ja, du hast ja gesagt, dass die Bahai im Grunde genommen die anderen Religionen anerkennen, auch als einen berechtigten, in Anführungsstrichen, Heilsweg. Das heißt also, ein Vertreter der Bahai würde dann zur UNO gehen und sich dahinstellen und sagen, offiziell, unser Weg ist ein Weg, aber nicht der einzige. Ich erkenne auch die anderen Wege an. Du hast diesen Berg da gezeigt. Ja? Viele Wege führen, jetzt mal religiös formuliert, zu Gott. Ist das richtig so? Ja. Habe ich nicht verstanden? Ja. Das ist zum Beispiel, denke ich, auch interessant jetzt für uns, aus dem Christentum zum Beispiel, einer Religion, würde der Papst zur UNO gehen und das Gleiche sagen? Würde er sagen, unser Weg ist ein Weg, aber nicht der einzige? Also mir zumindest aus dem christlichen Kontext wird klar, dass das schon ziemlich revolutionär ist. Wenn man sich vorstellt, dass meinetwegen der Oberste der Muslime, der Oberste, also meinetwegen der Papst oder was von der evangelischen Kirche, wenn die alle gemeinsam das sagen würden. Das ist schon, ja, einzigartig. Ansonsten, das ist nur meine Frage jetzt und du hast die jetzt bejaht. Der Schlüssel nach so, ja. Das ich noch vielleicht ja. Der von der Hand wirklich auch. Wenn man da viel gefunden, weil das dann ein Unterschied. Und so, ich meine, an die Subtilität, genau von dem dritten Punkt, als auf den ersten Blick nicht direkt zu erkennen, ich gebe mir darauf an. Ich will gesagt, Baha'u'llah wird nicht mehr verurteilt wie religiösen Fanatismus. Die gehen nicht leider, ich denke mal an allen, wir haben hier 30 Religionen, ich weiß mal nicht. Ich meine mal einfach behaupten zu dürfen, dass an all den Religionen religiösen Fanatismus gibt. Baha'u'llah sagt, erstmal verurteilten das, und dann kommt der nächste Schritt. Er ruft die Gläubig, und er nicht nur beheißt, er ruft die Gläubigen zu Toleranz gegenüber Andersgläubigen auf. So, schaut mal, dass man nicht Neues unbedingt. Er ruft zu Toleranz von Gläubigen gegenüber anderen Gläubigen auf. Wir gehen dann an der Bahai-Welt nach in Schrattenwelt. Das Bereitschaft zu erkennen, nicht nur die anderen Gläubigen zu tolerieren, aber auch Zuwendung, also den Meter, wie weit gehen, Zuwendung sich zu den Gläubigen von den anderen Religionen auch am Frieden, an der Freundschaft auch entgegenzugehen. Also das ist für mich etwas, ich will man tolerieren. Also ich kann ja auch so nicht tolerieren, und ich möchte man nicht so viel. Baha'u'llah sagt, geht und weist er Zuwendung zu den Gläubigen aller Religionen in Friede und Freundschaft. Also tolerieren als eine Sache. Wir tolerieren das ganz oft so, haben wir Bakenzahn nachgeknirscht. Im Meter weitergehen an den Rucksack, haben Rundlos, also ja, wie auch immer, interreligiös Austausch und so weiter. Da hat etwas, was bei der Baha'is so mal vom Baha'u'llah abgedroht wird, nach 1 Meter wie weit zu gehen. Weil das Haupt für einen Frieden nicht durchgeht zu tolerieren, wir müssen noch weiß durchgehen. Wie gesagt, dat het al zijn huis van een Bahai. Die heeft alles eerst, die heeft alles drinken. Het ging... Ich persönlich ist schon mein persönliches Spiel nicht geändert. Also ich habe auch viel Drogen zum Beispiel, weil das nicht wichtig ist. Ich habe auf Drogen kein Alkohol getrunken, als Beispiel. Das war für mich noch keine Umstellung. Mehr effektiv als der Baha'is
von Baha'u'llah umgedrohen oder empfohlen in also das so, dass Baha'u'llah auch an der Schrift ganz klar sieht, von Drogen, von Narkotika, von Alkohol Aufstand zu holen und das nicht zu benutzen, aus einem ganz einfachen Grund, wenn der Geist soll frei bleiben. Ich meine, wir nehmen eine ganz kurze Zeit, das ist eine schöne Welt. Wir sollten die kurz wertvolle Zeit nicht mit Drogen, Alkohol und Narkotika verkehrt sind, für klare Geist zu behandeln. Und das ist natürlich mal richtig so. Insofern war das für mich auch gut schwer. Dazu gehen auch dann Zigaretten, also alles, was dem Körper schädigt, ganz klar. Dann gibt es natürlich Gebete, es gibt Pflichtgebete, Neues, ein Morgengebet, ein Nachtgebet. Da gibt es effektiv Fastenzeit, die man im Christentum wie auch kennen. Mit Fastenzeit dauert 19 Tage und der hat auch von der Frühjahr angeht. Auch immer ein schönes Zeichen. Ne? Wenn Frühjahr das meint, wie nur geht, aus der Fastenzeit von 19 Tage rüber. Und Fastenzeit ist einfach am Tag von Sonne, also die Sonne, die es gibt, wenn die dann absteigt und geht, dann soll ich nicht erst dann trinken, aber viel drunter natürlich Mäuse an Ofes. Das ist so ein bisschen so plus oder minus Bierden. Und dann für allem was es gibt keine Kirche, also es gibt kein klerikales System, es gibt kein Versteher. Auch du willst so, es gibt nicht Geld, etwas mir so just wie dann frei aus. Es gibt kein klerikales System, da einfach so zwischen Gott und Eis können wir die Schriften auch selber studieren. Es gibt aber Häuser der Andacht, wo eben die Schriften dann gelehrt werden, auch noch gelehrt werden. Aber den Stift zum Beispiel, den gibt normal kann den Begriffe gehen. Ich weiß zum Beispiel, Bahai-Begriffnisse sind ganz schön, weil dort Freunde von dem Verstorbenen können selber sich abbringen, Gebete lesen. Keine Assimilation. Kein Pardon? Einäscherung oder was? Einäscherung, ja. Kein. Wenn so das große Mutter auf das Bild, also es sind immer irgendwie stimmig, das ist immer schwer wie Mom, weil sobald du wert bist, irgendwie bis zu zwingen, dann ist es nicht gegangen. Ne, also. Nee, eben. Und so ist es auch an der Bibel, das ist einfach, das ist wirklich der freien Willen. Ab 15 Jahren könnt ihr die Rechten deklarieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr euch engagiert, dann macht ihr es, weil ihr es entscheidet. Oh, eine Bluttransfusion. Ja? Machen wir. Ja. Organspenden, ja. Ja, ja, das. Und da wird keine Restriktion. Ja, Jutta. Oder? Der Bus fährt. Wir haben ja auch noch gleich Gelegenheit, dort hinten beim Trinken uns auszutauschen. Aber erst noch mal ein ganz herzliches Dankeschön für diese Einführung. Und vielleicht merken Sie das auch. Ne? Da steckt ja ungeheuer viel drin. Und je nachdem, aus welchem religiösen Kontext Sie kommen, fängt man an nachzudenken, man fängt an zu vergleichen. Der Prozess geht ja weiter. Wir sind ja, dass wir hier sind, ist doch ein Zeichen des interreligiösen Dialoges. Und ich würde sagen auch, dass die Bahai-Religion ein bisschen auch die anderen Religionen, kann man sagen, ja auch anspornt, sich da auch ein Stück, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Da gibt es noch viel, sage ich mal, Entwicklungsfähiges. Und auch das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, ich könnte noch weiterreden, aber manche wollen vielleicht noch heute ins Bett gehen oder mit Bus weiterfahren. Schön, dass Sie hier gewesen sind. Der interreligiöse Dialog geht hier ja auch weiter. Sie sind herzlich eingeladen, was zu trinken da drüben. Übrigens, wenn Sie rauskommen, da ist so ein kleiner Tisch auf der rechten Seite. Da ist ein interreligiöses Fortbildungsprogramm. Wenn Sie Lust haben, da sind noch Plätze frei, die finden statt. Also 4 Wochenenden. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen Lust, daran teilzunehmen. Das ist verbunden auch mit dem Besuch der jeweiligen Religionsgemeinschaften, also nicht nur über Religion reden, sondern auch mit den Vertretern der Religion, sie kennenzulernen. Ja.
Okay, uns allen einen schönen Abend. Danke.